Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama heute hier aus Thun. Wir haben folgende 3 Beiträge heute für eure Sendung. Die erste Schweizer Meisterschaft im Flusssurfen hat am Wochenende in Thun stattgefunden. Der Autor Werner Adams hat ein weiteres Meisterwerk veröffentlicht. Und der Entscheid, wo die Nuklearabfälle gelagert werden, ist gefallen. Was sonst noch alles läuft, haben wir euch kurz und kompakt zusammengefasst. Mutterschaftsurlaub von Kantonsangestellten. Seit 2 Wochen zu wenig. Der Berner Regierungsrat ist bereit, den Mutterschutz zu verbessern. In der Personalverordnung soll ein 3-wöchiger Mutterschaftsurlaub vor der Geburt verankert werden. Grindelwald. Zwillinge haben konkrete Pläne mit dem Regina-Areal. Ein Chalet-Resort mit rund 60 Wohnungen, ein New Generation Hotel von Marke Revier mit rund 150 Zimmern und ein neues Grand Hotel Regina mit rund 140 Zimmern. So sieht der Plan der neuen Besitzer aus. Die Baumaschine soll so rasch wie möglich aufgefahren werden. Der Uli Applanalp ist überraschend verstorben. Der bernische Grosse Rat hat am Ende Nami seine 2. Sessionswoche mit einer traurigen Nachricht gestartet. Der 51-jährige SVP-Grossrat aus Brienzwiller ist am Samstag an Kästeilend unerwartet verstorben. Er hinterlässt seine Ehefrau und 5 Kinder. Am Wochenende haben sich um den Weissenhausplatz zahlreiche Schaulustige getroffen, um die Surferinnen und Surfer auf der Welle zu beobachten. Meine Kollegin Kim Franzen hat mit dem OK-Präsident Sandro Sanci über ein Event und sein Tageshighlight geredet. Riversurf Jam Thun 2022. Es ist die 5. Austragung vom Riversurf Jam und somit auch ein kleines Jubiläum. Wir haben aber auch Premiere heute, nämlich Schweizer Meisterschaft im Flusssurfen. Und das ist Teil von der Edelweiss Surftour. Surftour, die das Binnenlandsurfen in der Schweiz widerspiegelt, die über 5 Tourstops hinweg führt. Und eben einer davon ist hier heute bei mittlerweile goldigem Sonnenschein in der Stadt Thun an der Müllischleuse. Wir haben grandiose Verhältnisse, also wirklich une vague crémeuse, habe ich heute Morgen schon mal rausgelassen. Es hat in den letzten Tagen aufgrund der Abflussverhältnisse, wo ein bisschen mehr Wasser ist gekommen, mit den Regenfällen war es teilweise ein bisschen schaumig in der Welle. Der Schaum ist im Moment eigentlich mehr oder weniger weg. Die Welle ist ein bisschen flächer, durch das ein bisschen weniger bumpy und schön breit. Also es hat wirklich extrem gute Conditions für einen wunderbaren Surftag und tollen Wettbewerb. Für mich ist es eigentlich, das persönliche Highlight ist für mich immer so die Zeit um das Finale am späten Nachmittag. Goldiges Sonnenlicht, tolle Stimmung, ein Hexenkessel hier um die Wellen herum und einfach wirklich eine sensationell tolle Stimmung. Ein richtiges Surffest für Thun. Von Thun kommen wir auf Bönigen. Nach seiner Pension hat er sein Hobby zum Beruf gemacht. Der Werner Adams liebt die Schweizer Geschichte und verwandelt sie gerne in historische Romane. Meine Kollegin Rebecca Affolter war bei seiner Vernissage in Bönigen dabei. In meinem Buch geht es mal grundsätzlich um einen Vater-Sohn-Konflikt. Der Sohn ist Kunstmaler, er eifert seinem Vater nach. Er hat aber politisch ganz eine andere Ausrichtung als der Vater. Der Sohn, der um 1813, 14 in Paris Malerei studiert hat, kommt zurück ins Bernbiet nach Unterseen und erlebt da, dass die Berner Regierung, die aristokratische Regierung, wieder will das alte Regime einführen. Der Vater hat von dieser Regierung früher profitiert und kann nicht verstehen, dass der Sohn neuen Ideen anhängt. Von wo nehmt ihr eure Inspiration für eure Bücher? Weil der Sohn, der Rudolf König heisst, mit der Justiz zu tun bekommen hat es Verhör gegeben, es hat Gerichtsakten. Das ist dazumal alles minutiös aufgeschrieben worden und die ganzen Akten, die sind im Staatsarchiv im Kanton Bern fein säuberlich aufbewahrt. Und alle die Akten, wie auch viele, viele andere, die sind jedermann zugänglich. Was fasziniert euch am Bücherschreiben? Also wieso nicht einfach die Akten anschauen und sagen, gut, wieso schreibt ihr noch ein Buch dazu? Wenn man die Akten liest, dann denke ich, kommen einem Emotionen. Wie ist es den Leuten ergangen? Also gefangen werden wegen einer Eingabe, die man gemacht hat, krank werden im Gefängnis und nachher so krank werden, dass man weiß, dass es unter Umständen zu Ende geht mit dem Leben. Als ein 25-jähriger junger Mann
Das löst Emotionen aus. Das löst Emotionen aus bei dem, was es betrifft, aber auch bei dem, wo das liest, wenn man sich darauf einlässt. Und nur wenn ich schreibe, kann ich die ganzen Emotionen und die Gedanken dazu irgendwie ausdrücken. Franz Niklas König der Sohn und von Profession auch ein Kunstmaler. Von Bönigen kommen wir auf Bern. Der Entscheid ist gefallen. Die geologischen Verhältnisse für das Tiefenlager für Nuklearabfälle ist laut der NAGRA in nördlich Lägern in Zürich am besten. Der CEO von NAGRA, der Matthias Braun, nimmt zu diesem Entscheid Stellung. Lägern ist der beste Standort mit den größten Sicherheitsreserven. Erfreulich, es ist ein eindeutiger Entscheid. Die Geologie hat gesprochen. Der Entscheid vom besten Standort, den wir in nördlichen Lägern gefunden haben, das ist ein Entscheid basierend auf wissenschaftlichen Tatsachen. Da hat man jetzt ganz lang und mit viel Aufwand wissenschaftliche Daten erhoben. Die Daten sind alle interpretiert worden und die Interpretationen sind eindeutig. Die Qualität, die Stabilität und die Flexibilität sind in nördlichen Lägern eindeutig am besten. Der Opalinuston. Es ist etwa 175 Millionen Jahre alt, unscheinbar grau, geologisch langweilig. Das Gestein liegt dort in einer mehr als 100 Meter mächtigen, dicken Schicht, die sehr ruhig gelagert ist und ungestört. Er ist 175 Millionen Jahre alt. Wir kennen die Geschichte von dem Gestein im Detail. Und wenn man natürlich so eine lange Geschichte kennt, dann kann man auch eine robuste Prognose in die ferne Zukunft machen. 1 Million Jahre ist eben nicht so lang, wenn man auf 175 Millionen Jahre Geschichte zurückblickt. Es braucht Leute und auch Behörden, die kritisch hinterfragen, damit wir einen möglichst sicheren Prozess haben. Das ist auf jeden Fall so. Ja. Inwiefern hat die Politik noch eine Rolle gespielt beim Standortentscheid? Also die Politik hat keine Rolle gespielt beim Standortentscheid. Das ist pur auf wissenschaftlicher Basis ein Standortentscheid gemacht worden. Ob das Wetter weiterhin so schön bleibt wie heute, erfahrt ihr jetzt gleich im Anschluss. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Weitere Infos und einzelne Beiträge findet ihr auf www.jungfrauzeitung.ch. Ich danke euch vielmals für Zuschauen und wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau-Zeitung. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Toll sind Sie dabei. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und grüße Sie heute mit dieser wunderschönen Aussicht und wolkenlosem Himmel vom Harder Kulm. Zum Wochenstart bestimmt ein ausprägter Hochdruckrückenwetter Wetter bei uns im Land. Bis Mitte Woche gelangen wir dann zunehmend in den Einflussbereich vom Ex-Hurricane Danielle, der sich vor der Iberischen Halbinsel befindet. In Dienstag starten wir im Unterland zum Teil mit Nebelfeldern. Generell teilt sich die Sonne den Himmel am Morgen mit ausgedehnten mittelhohen und hohen Wolkenfeldern. Dazu erwarten wir rund 11 Grad in Bern, in Thun sind es etwa 12 Grad am Morgen und in Meiringen wachen wir zu etwa 10 Grad auf. Am Nachmittag werden die durchziehenden Wolkenfelder zum Teil ein bisschen dichter. Es wird trotzdem teilweise sonnig und Temperaturen die erreichen am Nachmittag verbreitet bis zu 27 Grad. Für Mittwoch und Donnerstag erwarten wir unbeständiges Wetter. Es gibt einen Mix aus ein bisschen Sonne, vielen Wolken und gelegentlich eben auch mal einem Regenguss oder einem Gewitter. Dazu geht ein teils böiger Südwest- bis Westwind. Am Freitag geht es wechselhaft weiter mit ein paar Schauer im Flachland. Auch im Oberland ist es oft bewölkt und vor allem am Nachmittag auch zeitweise nass. Und aufs Wochenende bleibt uns das veränderliche Wetter voraussichtlich erhalten. Es gibt sonnige Phasen, aber eben auch immer wieder mal ein paar Schauer. Dazu gehen die Temperaturen bis am Anfang der nächsten Woche konstant zurück. Ich hoffe, Sie sind gut in die neue Woche gestartet. Ich wünsche noch ganz einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ade miteinander.